Und somit Grüße zurück zu Generation Zero. Ich hatte einen Tag zuvor eine Aufnahme gemacht, leider ist mir die verloren gegangen. Eine Aufnahme wird auch bei Fallout 4 fehlen, leider. Aber du hast in der gestrigen Aufnahme nichts versammelt. Ich bin nur wo bin ich denn eigentlich hergerollt? Genau, von Hinzeweg sind wir hier runtergegangen, dann haben wir da eine Mission gemacht, eine Nebenmission, die war aber nichts Weltbewegendes eigentlich. Und zwar ist es darum gegangen, dass Veronikas Onkel in Sicherheit ist und hin und her und bla bla bla. Da haben wir eine kleine Auseinandersetzung gehabt mit ein paar Hunter und ein paar Hunden, nichts Weltbewegendes eigentlich. Wenn es nicht auf Schwierigkeitsstufe Guerilla wäre, hätte ich mir eh nicht so anscheißen. Aber das haben wir dann da beendet. Und in der Zwischenzeit war ich hier und habe uns dann hier diese zwei Unterschlüpfe freigeschalten. Und nun werden wir einfach versuchen, ohne viel Hackmack in Richtung Fiskeback zu kommen, zu diesem Unterschlupf. Ich werde das jetzt wieder so machen, wie ich es schon des Öfteren gemacht habe, die verschiedenen Episoden in zwei Teile teilen, dass wir immer ein bisschen was machen. In der nächsten Episode werden wir uns dann in Richtung vernagelt die Kanonen begeben, in die Festung Torsberger. Dort gibt es einige interessante Dinge und danach werden wir in den Südwesten reisen, nämlich hierher. Genau. Und ich empfehle dir, wenn du das wirklich selber spielen willst, mach zuerst hier den Scherengarten fertig, komplett mit allem dran und drum. Du kommst, wenn du alles mitmachst mit Level, hast du die Chance, wenn du dann noch das FNX Rising Update installiert hast, das habe ich jetzt nicht drinnen, hast du die Möglichkeit dann mit Level 15, wenn du jetzt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad spielst, rauszukommen aus dem Scherengarten und hast dann die besten Voraussetzungen. Wenn du dann der Geschichte wirklich folgen willst, empfehle ich dir diesen Weg zu gehen, so wie es ich jetzt gemacht habe, darunter Bunker Minken, freischalten die wichtigsten Missionen sowie geheime Fracht hier. Der schaltest ohne Rast und Ruhe, schaltest du da glaube ich frei oder ein Celebi und dann gehst du so durch. Viele Nebenmissionen oder Hauptmissionen hat die Südküste nicht, aber das, was auf uns noch zukommen wird in den kommenden Episoden, ist extremst wichtig. Das werden wir später oben raus brauchen. Also, lass uns jetzt einmal in Richtung Fiskebeck gehen. Das wird jetzt mal der Hauptanteil dieser Episode. Nur muss ich nochmal auf die Plünderer zugreifen. Ich habe gestern so ziemlich alles verschossen, was ich gehabt habe, leider. Und der Rest ergibt sich da, wenn wir so weit sind. Kurzen Blick. Es ist nämlich so, ich hatte ja irgendwann einmal erwähnt, dass ich mit dem Untertitel an, das passt, das passt alles, die Musik ist aus und die Dialoge sind lauter, passt. Ich habe ja irgendwann einmal erwähnt, dass ich Probleme mit dem Schnittprogramm habe, beziehungsweise mit dem Aufnahmeprogramm in Verbindung mit meinem alten PC. Das Problem ist nämlich jenes. Ich habe früher so aufgenommen, dass ich gehabt habe, eine Videospur und darunter 3 verschiedene Audiospuren. Mittlerweile bin ich auf einer einzigen Videospur unterwegs und durch das, dass ich ziemlich viele Spiele momentan spiele, habe ich das Problem, dass ich die unterschiedlichen Lautstärken einfach nicht hinkriege. Jetzt muss ich da wieder experimentieren. Du wirst sicher gemerkt haben in den letzten Aufnahmen, es war alles ziemlich leise. Genau. Sobald wir hier wegkommen, hier werden wir begrüßt, das kann ich jetzt schon versprechen.
Und wenn ich mich recht entsinne, dass ich dich jetzt nicht anlüge, müsste hier eine FNIX-Station sein. So ein Gefängnis oder was die da immer aufgebaut haben. Ja, was weiß ich. Wir werden uns jetzt einfach mal in diese Richtung begeben. Ja, Kenny, denk mit ein bisschen. Was ist denn los mit dir? Wir werden eh noch eine Zeit unterwegs sein. Das kann ich jetzt auf jeden Fall versprechen. Das, was noch auf uns zukommt, ist eine lange Reise. Auf was ich später auch schauen möchte, ist, dass wir, wenn wir zur Hauptgeschichte kommen, dem Ende zur Hauptgeschichte, dann möchte ich auch schauen, dass wir nicht unbedingt, so wie es mir passiert ist, in einer für eine Aufnahme, dass ich nicht unbedingt den Firebird ober mir um dumm fliegen habe. Ja genau. Weil der ist nämlich ziemlich lästig. Celebi ficken. Ja gut, jetzt da mal in Kalle ficken. Ja gut, aus. Gut. Hobby für die. Wer habe ich genug mit? Die MK Pist. Da haben wir aber die 3. 73 Nummer. Und da, ja, ein bisschen mehr. Ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet, oder? Dass die Geschichte relativ weitläufig gestreckt ist. Und was die Geschichte noch hat, das kann ich jetzt auch sagen, das kann ich das spoilerfrei erklären. Die Geschichte hat nämlich auch eine kleine kryptische Erzählweise. Sie lässt auch freien. Na, wenn wir soweit sind, werde ich dich darauf aufmerksam machen, was ich damit meine. Es hat ja alles seinen Zweck. Warum und wieso? Warum gibt's den Hallberg? Warum gibt's die Veronika? Es hat alles irgendwie einen Zusammenhang. Knarrebo. Na bitte, Gorsche. Ich nehme den ganzen Dreck ja eigentlich nur mit. Das muss ich jetzt auch offen und ehrlich gesagt einmal sagen. Ich nehme den ganzen Blödsinn eigentlich nur mehr mit, weil wir die Materialien draus brauchen. Du Drecksau. Wo bist du? Wo bin die? Das ist... Toll. Ich habe einen zweiten, glaube ich, gehört. Ja. Jetzt haben wir ein Problem. Und da ist an einer Stelle, wo wir uns nicht unbedingt... Ich komme jetzt ein bisschen mit den Waffen durcheinander.
Haha. Trottel. Also, hast gesehen? Zuerst das Gewehr, dann einen Raketenwerfer runter. Die Schweine machen Schaden, das ist unsagbar. Sie haben ja nicht nur die Agilität vom Tank angepasst, sie haben ja generell den Schaden, den die Maschinen verursachen, anpasst. Ich sehe diesen Arsch nicht. Wo ist er denn? Warte mal. Da oben ist er. Ja, kommst du jetzt da oder nicht? Jetzt wird schon langsam langweilig. Wir werden später noch mal kurz einen Ausflug nach Steinhager machen. Wir brauchen wieder dieser das. Ja. Wir brauchen Medikits. Oder Erste-Hilfe-Sets, ist ja wurscht, wie du das nennen willst. Nur ich empfinde sowieso, dass Medikits die ganze Sache ein bisschen taktischer machen. So, wo ist er denn jetzt? Der Vogel. Der Vogel und Not. Haribo-Generatoren. Fuck. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Wir müssen in die Richtung. Oi, FNEX. Alter, das war sehr schlau. Ja, warte mal. Was ist da? Ich hoffe, irgendwas mit Unterschlupf oder mit irgendwas aus. Was? Oh. Hä? Was ist da Unterschlupf?
Es ist zwar so ein direkter Unterschlupf, aber interessant, dass das gibt. Obwohl hier ein Unterschlupf angezeigt wird. Keine Ahnung. So, keine Medikits mehr dabei. Eins noch. Und 6 Partei. Das war Nummer 1. Boah, ist der Apokalypse dabei? Es ist aber keine gute Idee. Danke, Spiel. Apokalypse, ja. Du darfst doch bitte nicht besser sein oder böse sein, sagen wir es jetzt einmal so. Durch den Guerilla-Schwierigkeitsgrad bis zu einem bestimmten Punkt zieht sich das Spiel natürlich. Unterschlupf, aber wo? Ganz schlau. Du Made im Speck. Ah, das brauche ich. Ich glaube, der weiß nicht, was er mit uns auffangen soll, ha? Wow. Wir haben ja. Ja, es sind nur 34, aber ist wurscht. Oh Gott.
Wisst was? Ihr wollt es ja, oder? Ich meine, sonst schaut sie ja nicht. Generation Zero. Was ist da herinnen? Und ja, ich gebe es zu, es ist eine Herausforderung. Puh. Na Gott sei Dank ist er nicht der beste Schütze. Schau der Arm an. Toll, Kenny, wirklich. Du bist der weltbeste Spieler, ehrlich. Das ist. Ist ja nur FNX, heute nichts aus. Ne? Ich glaube, dass der nicht weiß, was er mit uns anfangen soll. Na. Ich liebe diese Pistole oder diese Waffe. Ja, den haben wir schon gelootet. Brauchen wir schnell Medikit. Ein neuer Spieler am Feld. Wie man so schön sagt. Und jetzt haut der Tank. Oh oh. Scheiße. Druckt mal die Daumen, dass man den Kampf überschneiden. Ein Apokalypse-Tank hat sich mit eingemischt. Alter, wie soll ich das schaffen? Die Munition habe ich nicht einmal mit. Schau, was er da hinten in Bereitschaft stellt. Geil.
9 Raketen. Haben wir das aggro gemacht, wie man so schön sagt, im YouTube-Fachjargon. Kruzifix da! Was, wenn sie jetzt so Mordsgaudi machen? Klopfen wir beim auch noch an, jetzt haben wir eine Rakete, die Granaten abgeschossen. Danke, du Arsch mit Ohren. Ja, Apokalypse ist schon eine Hausnummer, ja. Erst wenn der Bastard nicht so gepanzert wäre, wäre das so alles viel lustiger. Shit. Warte mal kurz, wir werden das jetzt anders machen. Wo haben wir die... Da sind's. Na, nicht die EMP-Zellen. 6 vielleicht. 7. Weil 3-mal können wir herporten. Oh, es ist eine Herausforderung, auf alle Fälle, ja. Die ist auch leer. Die ist leer. Na, da ist noch was drin. Sehr gut. Wenn der jetzt so schwanken wird, weißt du. Und die zwei FNIX-Scheiße sind natürlich auch Post, ne? Warte mal, probiert's das.
das ist so ruhiger. Und ja, Entschuldigung, dass ich mir jetzt nicht einmal, dass ich jetzt einmal nichts sage, dass ich einfach jetzt einmal nur schaue, dass ich den in die Knie zwinge. Je heller die Funken sprühen, umso mehr Schaden verursachst. Kannst du dir merken. Der nutzt mir nichts. Ich krieg auch den Tank hinten nicht runter. Scheißen. Na, wenigstens haben wir von denen noch mit. Kuckuck! Ich habe nichts mehr, gell? Das ist die einzige Muni, die ich noch habe. Vielleicht kann man mit der ein bisschen ablenken. Dann wir es mal auf die 5. Was? Kein einziges? Ne, 2 habe ich noch da noch. Wo ist denn der jetzt? Der Penner. Aber vielleicht können wir. Naja, 1100 Schuss haben wir noch in der. Haha. Also wie du siehst, die Fahrzeuge improvisieren eigentlich.
Super. Jawohl! Kurzer Rückzug. Neu ordnen. Ganz toll. Ravioli-Scheiße. Was ist Ravioli-Scheiße? Wenn ihr das bloß wisst, hä? Perfekt. Aber normal müssten wir noch das Funkgerät schon wissen, ne? Ich will den jetzt fertig machen. Ich will den fertig machen. Kleinen Scheißer. Her damit. Haben wir noch irgendwas, was uns behilflich sein kann? Adrenalinspritzen nehmen wir ein paar mit. Eich nehmen wir mit. Danke Spiel, dass du so aufmerksam bist, wirklich. Jetzt schaue ich nur gerade, ob wir da noch irgendwas brauchen können. Glaubst du, ich gebe jetzt auf? Sicher nicht. Kann mich am Buckel kratzen. Wahrscheinlich sind sie schon wieder weg, die zwei Deppen. Ja. Toll, und alles respawnt. Das war der FNIX-Tank. Egal, wir schauen jetzt einmal nach diesem Unterschlupf da. Weil es wird sicher nicht das letzte Mal sein, wo wir dem Apokalypse-Tank begegnen. Da? Ernsthaft Spiel? Weil die Tank müssen aber gewaltig dumm sein, dass die den Unterschlupf nicht gefunden haben. Ist egal. Dann bin ich jetzt mal gescheitert an diesem Schwachsinn. In der nächsten Aufnahme, ich werde mich dazu mal verstecken, in der nächsten Aufnahme werden wir die Spur aufnehmen, beziehungsweise wir werden zuerst zum Stenhager Bauernhof reisen, werden den Charakter aufmöbeln, aufmotzen, kommen zurück, suchen uns diesen Apokalypse-Tank und den machen wir fertig. Bis zum nächsten Mal oder je nachdem wie es schneit. Baba dabei.